Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in Grand Prix 4, ein uraltes Formel 1 Game von 2002 ist das Spiel. Und das spielt eigentlich in der 2001er Saison, ist aber 2002 rausgekommen, also ein Jahr später. Und für mich ist das eines der besten Formel 1 Games, die es je gegeben hat, weil das habe ich als ganz kleines Kind immer gespielt früher. Hauptsächlich der Autoscrum dazu mal, aber ich möchte gerne jetzt eine neue Saison anfangen und eine Meisterschaft machen daraus und mal schauen, wo wir schlussendlich landen. Ich tue auch kurz zwei, drei Sachen zeigen von dem Spiel. Also erwartet jetzt nicht irgendwie ein Grafikbrett. Das ist natürlich nicht von 2002, also es sieht dementsprechend halt aus. Wir haben es jetzt schon 2-3 Mal im Stream gespielt. Ich habe es jetzt hergebracht, auf einen Widescreen rauszulegen, also dass es jetzt ein Breitbild ist, weil eigentlich wäre es ein 4:3 Game. Aber ich musste diverse Patches installieren, dass das jetzt funktioniert hat. Und ja, als erstes gehen wir mal kurz in die Fahrer rein, oder beziehungsweise in die Fahrerauswahl rein. Weil es ist nicht so, dass du kannst einen Fahrer auswählen und dann kommt jedes Rennen nacheinander. Du kommst dann eigentlich immer wieder in das Menü hier rein, in das Hauptmenü, und dann musst du wieder einzelne Strecken dann so auswählen und dann weiterfahren. Also ich muss die Punkte auch wahrscheinlich separat selber zusammenzählen. Und ja, das tue ich dann einfach wahrscheinlich am Ende von jedem Video einblenden wieder, also dass wir dort den Überblick haben. So, wir schauen mal rein. Fahrerauswahl. Was sind für Fahrer gefahren überhaupt 2001? Also klar mal, wir haben den Michael Schumacher, dann haben wir den Rubens Barrichello noch drin, sein Teamkollege. Und danach Mika Häkkinen haben wir drin. David Coulthard haben wir auch drin, mit seinem richtig schönen Kinn. Ausgeschnitten wahrscheinlich noch dazu mal mit Gimp oder so. Dann haben wir hier den Ralf Schumacher, ist auch dabei bei Williams. Dann haben wir den Juan Pablo Montoya, der auch bei Williams dabei. Dann haben wir den Fisichella mit seiner schönen Sonnenbrille bei Benetton. Danach der Jenson Button, auch mit einer wunderschönen Brille. Ich glaube, es dazu mal seine erste oder zweite Fahrersaison, ich weiß es gar nicht. Ja, nachher McLaren und ja, kennen ja alle den Button, der ist ja noch eigentlich bis 2016 gefahren. Dann haben wir den Panis, kennen vielleicht viele von euch nicht mehr. Dann haben wir den Jacques Villeneuve, auch Weltmeister von 1996, glaube ich. Von 97, bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann haben wir den Alesi noch, auch sehr, sehr geile Legende. Der Trulli fährt hier auch noch mit. Und dann nachher, wo sind wir so? Jetzt, Trulli, genau, dann haben wir hier den Jos Verstappen, also der Papa Verstappen. Ist hier gefahren, bei Arrows, mit Orange, Hauptsponsor. Der Bernoldi, auch noch recht bekannt. Nick Heidfeld, ich glaube, das kennen die meisten noch. Ich glaube, seine erste Formel 1-Karriere dort. Oder Saison gewesen. Und dann haben wir auch noch den Kimi Räikkönen, auch die erste Saison. Für Sauber. Eddie Irvine, war mal Teamkollege von Michael Schumacher, ist mal bei Ferrari gefahren. Fährt jetzt so bei Jaguar. Pedro Della Rosa, dem ist sein Name. Auch bei Jaguar. Nachher haben wir den Fernando Alonso bei Minardi. Und das war auch seine erste Formel 1-Saison, wenn es mich nicht täuscht. Dann haben wir noch Alex Young, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Der sagt mir gar nicht mehr. Heinz-Harald Frentzen, auch recht bekannter Fahrer, ist lange noch bei Jordan gefahren. Da fährt er jetzt bei Prost. Für Peugeot, also Peugeot-Motoren haben die dort, glaube ich, drin, wenn es mich nicht täuscht. Und Thomas Enge sagt mir jetzt auch nicht wahnsinnig viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Prost war nie so das Top-Team gewesen. So, und jetzt ist es so, jetzt müssen wir einen Fahrer auswählen, mit wem dass wir eigentlich die Fahrerkarriere möchten bestreiten. Und ich möchte nicht ganz weit vorne, also mit einem Top-Team oder so fahren. Ich bin mir überlegen, ich soll entweder den Alesi nehmen oder wo haben wir denn da? Den Fernando Alonso. Ich glaube, wir nennen den Alonso Minardi. Minardi war auch so ein legendäres Team, das es leider nicht mehr gibt. Und wir nennen den Alonso. Ich glaube, so könnte noch witzig werden. So. Logischerweise, wir gehen noch kurz Strecken durch. Wir starten in Melbourne. Ist schon eigentlich jetzt in der aktuellen Saison nicht anders. Also eigentlich würde man ja in Australien starten, wenn es nicht verschoben worden wäre wegen Corona. Jedenfalls, was wir noch für Strecken drin haben. Also ihr werdet merken, ein paar Layouts sind komplett anders von den Strecken. Wir haben noch Sepang in Malaysia drin. Eine richtig OG-Strecke. Finde ich sehr, sehr geile Strecke.
Interlagos, Brasilien, kommt relativ früh, nicht Ende Saison. Imola, Legendenstrecke. Barcelona ist da zum Beispiel anders, hat hier keine Schikanen, da kann man einfach Vollgas durchfahren. Dann. Der A1-Ring, was heute eigentlich der Red Bull-Ring ist. Ja, früher ist A1-Ring hat er geheißen, weil das ist ein Telekom-Anbieter von Österreich. Hat aber die Strecke nicht mehr können finanzieren und der ist ja etwa, keine Ahnung, 5-6 Jahre nicht mehr im Rennkalender drin gewesen, und er hat Red Bull die Strecke aufgekauft. Monte Carlo ist natürlich auch drin, Montreal in Kanada, Nürburgring, das war der GP von Europa noch dazumal, ist hier auch noch etwas anders. Manicourt, Frankreich, eine sehr geile Strecke, viel besser als hier die Paul Ricard, wo wir momentan im Kalender drin haben. Silverstone, ja, die sieht ein bisschen anders aus. Das ist eigentlich noch der alte Pit hier, wo jetzt immer noch durchgefahren wird. Da hat ja der Hamilton den Verstappen abgeschossen, das ist genau die Kurve. Also eigentlich von dem Teil weg hier. Der Teil ist alles noch oldschool. Da kommt ja Baggets, Maggots oder wie die auch immer heißen. Dann haben wir da noch die Straight, ich glaube so jetzt Hamilton Straight heißt, weiß es gar nicht. Die Kurve ist auch noch gleich und ab daher ist es anders. Also der Teil hier ist eigentlich alles neu. Also neu, ja, der haben sie halt komplett umgebaut. Hockenheimring ist auch noch der OG Hockenheimring, also wirklich der Oldschool-Shit. Ihr wisst ja alle, wie der Hockenheimring jetzt aussieht. Da ist einfach Vollgas. Richtig geile Strecke. Der Hungaroring ist auch ein bisschen anders, also in Ungarn. Und zwar haben wir da, jetzt eigentlich könnte man da weiter runterfahren und so rumfahren. Also man hat da eigentlich noch mehr Kurve drin. Also man hat ja da schon die Kurve, aber da fährt man eigentlich ein bisschen direkter an die Kurve her. Nicht mehr von weit draussen mit Schwung. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir noch Spa. Spa ist einfach hier anders von der Schikane, aber sonst auch wirklich noch genau gleich. Monza ist gleich geblieben. Indianapolis in den USA, ja, dort ist man noch in Indianapolis gefahren. Dort ist man noch nicht in Texas gefahren, wo man jetzt fährt, eigentlich, oder in Austin ähnlich. Und Suzuka ist immer noch gleich und ist als letzter Rennen. Es sind nicht viele Strecken drin, aber früher ist immer halt nicht so viel, kann ich sagen, nicht so viel Rennen gefahren schlussendlich. Oder man hat auch nicht so viele Rennstrecken gehabt, die man Formel 1 betrieben hat. Aber dafür regelmäßig in Deutschland in Hockenheim, muss man auch sagen. Aber wir gehen jetzt zuerst mal auf Melbourne. Und eben nach der Meisterschaftssaison einfahren mit der Schwierigkeitsstufe Profi. Es gibt noch Ass. Es sind aber keine Fahrhilfen drin. Ich muss sagen, ich habe Fahrhilfen drin, weil sonst ist es nicht fahrbar. Also ich kann das kurz zeigen, was ich für Fahrhilfen drin habe. Und zwar, ja, es gibt auch einen Multiplayer, wenn es richtig gesehen. Anti-Schubfregelung habe ich drin. Und das war's eigentlich. Und Startkontrolle noch, weil sonst ist es schwierig zum Abfahren. Ja. Das Ding ist eben, du kannst nicht sagen, du willst KI auf stark haben, also nicht auf Ass haben, aber dafür noch zum Beispiel Anti-Schubfregelung und alles drin haben. Also wenn du auf Profi oder Ass gehst, von der Schwierigkeit her, kriegst du auch Fahrhilfe raus. Also das heisst, KI wird unter Umständen gar nicht besser, sondern einfach das Autofahren wird schwieriger. Also ja, das ist ein bisschen speziell gemacht. So. Geil. Ja, so hat Free Formel 1 angefangen. Das ist das Oldschool-Intro. Heute haben wir komplett etwas anderes. Und dazu haben wir noch das gehabt. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Ach, geiler Weed. Ich glaube, sie braucht nicht so viel Training, weil das Fahrverhalten von den Autos ist eigentlich nicht so schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eigentlich recht vertretbar. Rennlänge 30%. Ich nehme sie mal ab auf 20%. Weil... Ja, muss ich ja nicht so lang fahren. Ich glaube, das Rest stimmt eigentlich schon. Also, man kann die Session überspringen. 5 Minuten sind ein paar Runden, die man fahren kann. Ich glaube, mehr müssen wir auch nicht machen. Hotzeitwechsel, keine Ahnung, was das bedeutet. Der Fall. Leistungsstufe fahren wir wirklich von 2001. Also, wir fahren so, wie die Autos von der Leistung her sind, dazu mal. Und Realismus, ja. Also, wir haben eigentlich alles drin, bis auf Fehlstart, das ist von der Schwierigkeitsstufe nicht drin. Also es kann Aufhängungsschaden geben, Radverlust, Reifenpanne, Motorschaden, Getriebeschaden, Öl, Wasserleck kann es geben, Beschleunigung oder Bremsprobleme kann es geben, Elektronikprobleme, also das kann alles kommen. Also da hast du Fehler drin teilweise, das ist richtig geil und es brennt fast in jedem Rennen ein Auto. Ne, muss man auch sagen. Also, wir gehen da mal rein da, ich würde mal sagen, wir legen los. Ich hoffe, mein Senken funktioniert alles, sonst muss ich es mal schnell kalibrieren, aber wir sehen uns gerade wieder im Training. So, okay, wir sind mal hier kann ich sagen, wo sind wir?
Nicht Österreich, ich werde immer Österreich sagen. Nein, wir sind in Australien, jetzt ist es gekommen. Und wie wir sehen, die Tribünen sind leer. Also an einem Freitag zum Beispiel hat es nicht so viele Zuschauer, an einem Sonntag hat es nicht Zuschauer. Und wir tun jetzt mal Box verloren. Ich weiß gar nicht, kann ich das über mein Lenkrad auch steuern oder nicht? Nein, sieht nicht so aus, okay. Wir tun mal Box verloren. Nein, das war Fahrkraft. Jetzt weiß ich nicht, was ich muss drücken. Was muss ich drücken? Ah, nein, ich kann... Ah, okay, nein, ich kann mit dem Lenkrad machen. Okay, alles klar. So, gut. Also, das Game läuft übrigens auf 60 FPS, also für die damalige Zeit. Gut, das ist mit dem neuen PC halt natürlich schon krass. Und ja. Fertig. Fertig. Also, fetzen wir mal raus. Es regnet jetzt noch. Ja, es hat dynamisches Wetter sogar gegeben hier in diesem Game. Und ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Ich habe es ein bisschen runtergenommen. Ach, aber das Game, ich sage euch, das ist Legende. Kein DRS, kein ERS, einfach nur Motorpower, mehr nicht. Also eben, man darf es natürlich nicht mit einem aktuellen Codemaster Game vergleichen, das ist klar. Da ist natürlich das schon ein bisschen anders aufgebaut. Aber es ist für damalige Verhältnisse seiner Zeit absolut voraus gewesen. Aber vielleicht müsste ich den Bremsdruck ein bisschen erhöhen, weil der zieht irgendwie gar nicht gerade. Aber wir probieren es erst mal eine Runde zu fahren. Ach Gott. So, let's go. Noch 2 Minuten. Wow. Okay. Rechte Spinalas hier machen wieder, hä? Ich muss schon schauen, ob ich gleich vielleicht irgendetwas an einem Setup einstellen kann. Weil... Oh, Jesus, okay. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das Auto bremst ein bisschen stark ab. Oder beziehungsweise schwach ab, so muss ich sagen. Und das Geile ist eben, du kannst auch hier selber noch lenken. Also ich kann hier lenken und es reagiert drauf. Aber da greift dann natürlich dann schon plötzlich der Computer wieder rein und sagt so, hey, so musst du dann fahren und dann fahrst du auch so. Aber es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, für damalige Verhältnisse, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gespielt habt, das Game. Aber eben, wie gesagt, das ist tatsächlich, ich bin so geflasht von dem Game. Ich glaube, es ist auch jetzt das erste Training praktisch schon fertig. Also kann noch nicht noch groß etwas machen. So. Jetzt haben wir hier nochmal raufgelüpft. Da wird noch das Böckchen reingetatscht schnell. So, da la. So sind hier schon in die Kamera reingehen. Okay. Fahrzeugeinstellungen. Das ist jetzt eben so, du kannst hier aufgezeichnete Daten holen. Da weiß ich auch nicht, was jetzt das ist. Schauen wir mal schnell. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Also, du kannst sogar Leistungsanalyse machen. Holy shit. Und da hast du die Fahrzeugeinstellung, beziehungsweise. Und eben immer ein bisschen darauf an, was du für ein Fahrzeug hast oder was du bei welchem Team das du bist. Weil wenn du bei einem Team bist, soviel ich weiss, wo ein bisschen stärker ist, hast du auch die Möglichkeit, am Fahrzeug etwas umzustellen. Weil da kann ich es gar nicht umstellen eigentlich, so wie es ausgesehen hat. Wie viel Zeit haben wir noch? Schon das irgendwo? Nein, schon nicht, hä? Regnen tut es noch, das höre ich. Wir gehen nochmal raus, wir fahren nochmal eine Runde. Aber die 2 Minuten sind doch schon längstens vorbei, oder nicht?
Oh nein, ich bin in den Rasen gekommen. Oh mein Gott, das wäre nicht mal so eine schlechte Zeit gewesen, glaube ich. Schade. Okay, gut. Ich glaube, wir sind nicht schlecht dran. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich... Warte mal, ich muss schon schauen. Kann ich jetzt echt hier über Escape Training verlassen? Genau. Okay. Ich muss sagen, ich muss nicht noch ein zweites Training haben. Darum gehen wir gerade in die Qualifikation rein. Ich tue das Ganze natürlich dann wieder zusammenschneiden. Oh mein Gott, das Qualifying regnet es einfach. Und zwar nicht gerade wenig. Okay, ich bin noch nie im Regen gefahren in dem Game, muss ich gerade vorab sagen. Das wird jetzt Premiere. Ja, da haben wir noch den Fernseher, der runterfährt. Und das Geile ist auch noch, doch kann man tanken in dem Game. Also das Rennen an sich wird strategietechnisch einfach gerade um 10 Mal geiler werden als das, was wir heute haben, weil du noch mit tanken musst irgendwie handeln. Habe ich noch nicht zurückgeschaltet da? Jetzt so. Okay, let's go! Oh, fast gerade gespinnt, ey. Woo! Okay, gehen wir mal im Regen fahren. Und habt ihr gesehen, dort war einfach trocken unter der Brücke. Weil dort kein Regen herkommt. Wie geil ist das bitte gemacht? 2002, weißt du? Oh mein Gott. Ist das schlifferig, ey. Boah. Oh, ich kann die Zeiten gar nicht fahren, das sind jetzt schon gekommen. Oh! Oh! Oi, 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 oi. Es ist echt schwierig im Regen. Das ist wirklich jetzt zugeben. Also das ist vom Fahrverhalten her richtig schlimm. Die Bremse leicht ab und das Auto leidet einfach nur noch. 6 Sekunden langsamer als der Schumacher im Ferrari. Was? So langsam? 9 Sekunden. Okay, also muss ich ganz ehrlich sagen, schneller kann ich nicht fahren. Ich weiß nicht, wie die KI das macht. Von dem her glaube ich. Shit. Ich muss schauen. Nein! Oh, jetzt habe ich abgebrochen, Idiot. Okay, wäre wahrscheinlich letzter gewesen. Oh nein. Willst du mich... Ey, nein, willst du mich wirklich verarschen? Es regnet im ersten Rennen. Nein, wir schauen jetzt mal, was so das Aufwärmen vom Rennen ist. Ich weiß nicht, hätte man früher wirklich noch eine Runde fahren, bevor das Rennen gestartet hat? Okay, also das ist wirklich nur das Umfahren, so wie es aussieht.
Also ich muss wirklich sagen, ich kenne das Aufwärmen vom Rennen habe ich auch nicht kennt. Aber gut to know. Ist gerade Zürich am Gebäude gestanden dort hinten? Ich habe jetzt gerade die Gebäude so angeschaut, die aufgeploppt sind. Okay. Wahrscheinlich habe ich verlesen. Aber ich muss wirklich sagen, ich fühle mich jetzt so, wenn es so Regen hat im Rennen, ist es okay. Ich muss vorsichtig fahren, aber ich glaube, sie könnte mithalten. Ich weiß es nicht, aber wir sehen es jetzt gerade. Ich würde mal sagen, wir gehen ins Rennen rein. Let's go. So, da haben wir noch die Startaufstellung. Also die beiden Ferrari vorne, da kommt der Trulli auf P3, Häkkinen 4. Coulthard, Schumacher, also der Ralf, nachher Heidfeld, Montoya, Villeneuve, Alesi, Räikkönen, Panis, Irvine, Frenzen, Della Rosa, Verstappen, Bernoldi, Fisichella, Button, Young, Enge und dann kommen wir mehr als Letzte, weil wir ja das Qualifying ja eigentlich nicht fertig gemacht haben. Es regnet wieder, es ist so zum Kotzen. Okay, aber es ist wieder nicht mehr so stark. Also Intermediates fahren wir wahrscheinlich. Aber wir sehen eigentlich in 30 Minuten sollte es nicht mehr regnen oder fast gar nicht mehr. Das ist eigentlich gut. Aber ja. Ja. Ich wäre jetzt lieber gefahren ohne Regen. Gerade das erste Rennen. Aber das wieder verwirrt. So, let's go! Eröffnen wir hier die Saison 2001 in Melbourne im Albert Park. Ich weiß nicht, wie viele Runden das sind. Guter Start gehabt. Also KI ist am Start immer recht langsam. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir genug Sprit dabei haben für das ganze Rennen oder ob wir noch tanken müssen. Wenn wir ja nur 20% fahren. Wir schauen mal. So, schon P13. Oh, irgendwo jetzt. Oh, jemand ist mir, glaube ich, das Handy reingefahren. Oder irgendetwas ist passiert. Hinter mir, glaube ich. Oh! Also KI macht dann schon mal gerne einfach eine Tür zu. Moving on Braking kennen die auch. Oder eben besser gesagt nicht. Oh Gott, da bin ich ein bisschen schnell. Oh, da bin ich im Käse. Und da gibt es dann auch erst Punkte ab dem 8. Platz, also nicht wie wir es kennen, ab dem 10. Platz. Da war schon früher ein bisschen schwieriger, Punkte zu bekommen. Oi, schon wieder schnell. Oh mein Gott, wie ich hier immer fliege. Oh! Okay, da wo wir jetzt alles am Start rausgeholt haben, haben wir jetzt wieder verloren. Da regnet es aber auch irgendwie gefühlt stärker. Vor uns ist der Young, also unser Teamkollege. Oh, da hat sich keiner rausgetragen. Keine Ahnung, wer das war. Also KI macht hier recht viele Fehler. Also es kann sein, dass plötzlich einer sich weggetragen hat oder dass es einen Klapp gegeben hat. Oder dass es einen Motorschaden auch irgendwo gegeben hat. Das Zeug kommt immer wieder ein bisschen vor. Und das ist ja geil gemacht. Da fühle ich aber richtig an dem Game. Oh, da vorne. Ich war lieber ein bisschen vorsichtig, muss ich ehrlich sagen. Oh, die Kollision da ein bisschen, oder berühren sich ein bisschen. Ja, den Young habe ich angestüpft ein bisschen, tut mir leid für das.
Ich weiss aber wirklich nicht, ob wir neue Box müssen. Ich glaube, es kann sein, dass wir einfach eine Stunde fahren. Aber es wird rein theoretisch Boxenshop geben mit Tanken, wo es taktisch halt einfach ein bisschen spannender macht. Aber ob wir bei 12 Runden müssen tanken, weiss ich nicht. Kann sein, dass wir voll durchfahren. Wir sehen es sicher dann. Also, wenn ich in die Box gehe, wird es mir angezeigt. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu fahren. Bei mehr Risiko. Oh, ein Ferrari ist draussen! Da hat sich ein Ferrari rausgetragen. Geil, P16. Oh, nicht in Rasen. Oh, da wieder zwei draussen. Wieder zwei draussen. Oh mein Gott. Wie geil ist denn das bitte? Jetzt probieren wir innen durch. Das sieht gut aus. Ja, wir sind aber nicht so schnell in Arrows, glaube ich. Aber wir haben die bessere Linie. Oder die Innenbahn besser gesagt, darum kommen wir auch gut vorbei. Und sind P12, geil! Die erste Stunde ist ein bisschen scheiße gelaufen, die zweite jetzt hier bedeutend besser! Vorsichtig, vorsichtig, nicht dort raus. Oh. Also das Schwierigste momentan ist einfach das Anbremsen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Windschatten vielleicht. Ist da fährt doch eine Schlangenlinie. Nein. Ja, dafür schnell das Auto. Jetzt bin ich aber in der besseren Linie. Kann vielleicht vorbeiziehen. Windschatten noch ein bisschen holen. Noch anbremsen. Jo, okay. Und da haben wir den Panis oder den Villeneuve, weiß es leider nicht. Wir sind P11. Sehr starkes Rennen gerade. Und jetzt versuchen wir auf die nächsten Voreis aufzuschliessen. Ich hoffe, der Regen lässt noch ein bisschen nach. Ui, da sind wir. Oh nein! Da fahren wir in die Wand rein! Oh nein! Und wir sind aber wieder auf P14. Ja, das ist scheiße. Ah Mann, ich bin so gut dran gewesen. Das haben irgendwie ein, zwei Fehler gemacht. Ich bin voll am Strugglen da. Es ist irgendwie schwierig, wieder in den Rhythmus hineinzukommen. Ich habe jetzt extra auch nicht so viel geredet, dass ich mich ein bisschen mehr konzentrieren kann. Aber hat super funktioniert. Aber der Regen wird auch nicht irgendwie weniger, denkt es mir. Es ist ein Ferrari. Den lohne ich nicht vorbei. Okay. Spargello. Der hat sich auch weggedreht einfach vorher.
Jetzt sind wir innen wieder durch. Schönes Überholmanöver gewesen. Noch 2 Runden. Ich weiß nicht, ob ich ihn so lange hinter mir behalten kann. Kommt wieder rein. Oh, 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 da schöpft er mich einfach an. Und der, ey, Alter, das ist der Masterplan von Ferrari, hä? Alles klar. Jo! Der hat mich einfach rausgeschossen. Frech. Ich kann nicht so spät anbremsen wie er. Aber wie schnell der Ferrari ist schon beim Young hinten dran. Vielleicht haltet der jetzt ein bisschen den Barrichello auf, dann kann ich auch noch mal aufschliessen. Und dann liegt er vielleicht noch 1 oder 2 Positionen drin. Oh mein Gott! Oh. Da fliege ich ja mal voll ab. Okay, da wäre es jetzt auch gewesen mit 1 oder 2 Plätzen auffallen. Michael Schumacher hat gewonnen. Da können wir keinen Fehler machen, sollten wir P16 heimfahren. Und da winkt uns Marshall schon an, dass wir da ins Ziel kommen. Und da sind wir P16 geworden. Ich glaube, es ist nicht schlecht für da, dass wir ja, das erste Rennen haben, dann noch plus P24 gestartet sind. Und jetzt, ja, sind wir nicht letzte wurde immerhin. Wir hatten zwar ein paar Spins gehabt. Und jetzt müssen wir schon warten, bis alle im Ziel sind. Aber ich glaube, jetzt ist das Rennen beendet, sind alle durchs Ziel. Aber ich glaube, wir können schon zufrieden sein mit unserer Leistung dann im Regen. Ich bin noch nie im Regen gefahren. Also von dem her wirklich, wirklich gut gewesen, eigentlich das Rennen. Da sehen wir jetzt die Aufstellung. Also Michael Schumacher hat gewonnen, vor dem Mika Häkkinen. Dann kommt der Coulthard, dann kommt der Trulli, Montoya, Alesi, Heidfeld und Räikkönen. Sehr gute Punkte für Sauber. Ja. Und ja, wir können dann einfach auf den nächsten GP gehen. Aber da würde ich sagen, machen wir das in einer nächsten Folge. Denn also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Lust habt, weiterhin Grand Prix 4 zu sehen auf dem Channel. Mal Nachwechslung zu F1 2021. Mir macht es auch mega Spass. Wenn ihr Bock habt, mache ich das gerne. Und ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, das ihr nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und ja, wie schon gesagt, dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.